Hallo und Happy New Year. Es soll immer noch gelten, obwohl wir ja auch schon wieder ein paar Tage erlebt haben im neuen Jahr. Ich hoffe, du bist ganz gut angekommen und bist gut übergerutscht. Heute zum Single Date mit Madame Mystik. Wir haben immer noch Ferien und darum bin ich heute allein am Mikrofon. Ja, hey, ich hoffe, du bist auch so happy, dass wir endlich in einem Einserjahr angekommen sind. Und zwar ist schon viel gelaufen letztes Jahr. Viele haben darauf geplant, dass wir endlich einmal von dem 9er-Jahr wegkommen und ins Einserjahr durchstarten. Heute soll es vor allem um das gehen, ums Einserjahr. Für die das Gefühl haben, sie schwimmen immer noch ein bisschen gegen den Strom, weil vielleicht das alte Jahr noch so ein bisschen nachhängt. Und für die eine Portion Rebellenenergie in sich drin haben. Aber ich würde sagen, wir legen gleich los. Hey, was läuft bei dir? Viel zu viel und alles hinterst ab, Mann. Total shit happens. Yes, shit happens. Also, was ist gelaufen? Ja, 2025 sehr ein herausforderndes Jahr gewesen. Wir sind in der 9er-Energie gewesen, was so viel bedeutet wie Raum auf. Wenn du das 9 in die Luft reinmalst, wirst du bemerken, dass sich zuerst das 9 im Inneren abschließt, bevor es nach aussen treten kann. Und genau das haben wir auch gemerkt. Es ist vor allem darum gegangen, alles loszulassen, was uns nicht dienlich ist, oder aufzuräumen. Aufgrund dessen ist es ein rechter Schüttelbecher für viele gewesen, oder halt eben auch das Gefühl von, ich mag gar nicht mehr. Also es ist so viel, weil all das, was sich angestaut hat, ich sage jetzt im imaginären Keller oder im imaginären Rucksack, ist natürlich an die Oberfläche gekommen. Niemand ist verschont geblieben. Jeder hat es gemerkt. Bei den einen war es ein bisschen intensiver, bei den anderen ein bisschen weniger intensiv. Aber es ist auf jeden Fall nicht ohne gewesen. Und ja, ich glaube, darum haben auch sehr viele darauf geplant, dass 2026 kommt, dass wir einfach endlich einmal in einer neuen Energiefrequenz sind, mit neuen Energieressourcen. Aber was ich auch sehr spannend gefunden habe, ist zu sehen, dass sich viele aus Partnerschaften gelöst haben oder plötzlich den Job gekündigt haben, etwas Neues gemacht haben. Also man hat richtig gemerkt, weil der Neuner hat natürlich auch gesagt, hey, komm zur Vollkommenheit. Also alles das, was dich nicht in Vollkommenheit bringt, lass es los. Und das 9 ist sehr kraftvolle Energie und die setzt sich halt wirklich durch. Das heisst, wir haben jetzt nicht können sagen, ja, nein, ich will jetzt nicht daran schauen, sondern man hat es halt einfach dauerhaft gemerkt, wenn man es nicht angepackt hat. Aber das Schöne ist schon, dass wir jetzt im 2026 einer Energie zur Verfügung haben. Das 9 ist numerologisch, wenn man Numerologie als Uhr anschauen würde, natürlich die letzte Zahl. Und dann fängt die Uhr wieder an beim 1. Genau. Und darum ist die Einzerenergie der Startschuss. Das heisst, loslegen. Darum haben viele letztes Jahr auch so ein bisschen, man hat es immer wieder gehört, als Empfehlung, fangen nichts Neues an. Und wenn mit viel Achtsamkeit, weil das 9 halt mehr für das da ist, zum halt wirklich loslassen. Loslassen, aufräumen, Innenschau betreiben. Und ja, das zwickt und drückt halt zwischen ihnen mal und kann sehr herausfordernd sein. Aber die Einzerenergie, das ist natürlich der Startschuss. Also wir haben wieder vorantreibende Energien, es geht darum zum Loslegen. Aber auch da ist wichtig, wenn du jetzt an dieser Linie stehst, wo es darum geht, einen Marathon zu laufen oder loszusprinten. Also der Weg ist das Ziel.
und nicht das Ziel ist der Weg. Das ist auch noch ganz wichtig. Auch hier immer mit Achtsamkeit reinzugehen und dort halt wirklich eins ums andere zu machen. Weil sonst nehmen wir ganz, ganz viele Momente gar nicht wahr, die sehr magisch werden, weil wir einfach mit 300 km/h durchs Zeug durchflitzen. Aber es ist natürlich mega schön, weil wir können endlich einmal so ein bisschen aus dem, ich darf nur im Innen, ich kann irgendwie so im Aussen nicht loslegen, was ja viele letztes Jahr mir auch zukommen lassen haben, dass sie immer das Gefühl haben, mein Gott, das ist alles so wie stagniert, man ist irgendwie immer so am gleichen Fleck. Ja, das ist halt so ein bisschen die Neuner-Energie. Und jetzt kann man halt wirklich loslegen. Jetzt kommt eine vorantreibende Kraft. Und das ist natürlich etwas mega Schönes. Also jetzt kann man loslegen, aber es sei gesagt, nur weil wir jetzt die Einser-Energie haben, heisst das noch lange nicht, dass die Neuner-Energie weg ist. Das kann natürlich mitgenommen werden ins neue Jahr, vielleicht auch in deinem Prozess. Und auch dort soll einem einfach bewusst sein, ja, man hat vielleicht jetzt noch das eine oder andere vom 2025, wo man mitnimmt ins neue Jahr. Aber wir haben auch andere Energiequalitäten zur Verfügung. Weil der Einser heisst halt wirklich, jetzt darfst du auch mal so ein bisschen voranschreiten, mal ein bisschen Gas geben. Es geht nicht nur ums Aufräumen im Innen, sondern auch ganz, ganz klar im Verkörperung nach aussen zu kommen, sich zu zeigen mit dem, was man will verändern, mit dem, wo man will in Vollkommenheit kommen. Darum sind auch sehr viele Schicksalsschläge letztes Jahr gelaufen und ich bin auch mega gespannt, was in dem Jahr alles noch wird laufen. Also es wird sicher auf jeden Fall sehr spannend, weil es ist sehr eine feurige Energie und Feuer ist natürlich temperamentvoll. Das hat Kraft, aber man muss auch immer schauen, dass man sich selber nicht die Kraft durch, ich sage jetzt Gegenwind, weil man eben sprintet, das Feuer ersticken lässt oder sich selber an dem Feuer verbrennt. Genau. Ja, also es ist, jetzt heisst es natürlich auch, nicht gegen den Strom schwimmen, sondern wirklich voranzutreten. Und das ist natürlich ein Thema, wo auch noch viel haben, wenn man noch, ich sage jetzt, gewisse Themen vom 9er Jahr mitnimmt, dass man das Gefühl hat, Scheiße, ich will jetzt da irgendwie eine Kontrolle übernehmen oder so. Gib doch einfach mal Kontrolle ab. Weil, wo ist denn das Vertrauen, wenn wir uns nicht im Strom mitgeben? Also einfach mit dem Lebensfluss mitgeben, dann kommen Chancen, Möglichkeiten. Und dort gibt es ein ganz gutes Beispiel. Stell dir mal vor, du stehst in einem Bach. Und das ist nicht einfach ein kleiner Bach. Also da merkst du schon gut, wie der Bach fließt, dass er recht Kraft hat. Wenn jetzt du dagegen dich anwehrst, dann spürst du immer Widerstand. Wenn du aber sagst, okay, ich bin bereit, mich einfach hingeben, und ich lasse mich vielleicht einfach ins Wasser fallen. Ich stand nicht mehr drin in dem Bach, sondern ich lege mich her und lasse mich einfach treiben. Dann ist das ganz eine andere Energie, weil nicht vergessen, Resonanzprinzip, wenn wir im Kontroll- und Kampfmodus unterwegs sind, dann begegnet uns auch nichts anderes. Das heisst, dann kommen Sachen, die kämpfen wollen, die auch Widerstand geben. Und das wollen wir ja schlichtweg nicht. Klar, es ist super easy gesagt, um zu sagen, gib dich einfach dem Strom hin, weil das bedarf natürlich auch das Vertrauen haben und auch Möglichkeiten sehen, vielleicht gewisse Lernaufgaben. Vielleicht kommt einmal ein Stein, der aus dem auf der Seite raus schaut von dem Bach und musst schauen, dass vielleicht dort nicht reinknallst. Oder vielleicht ist auch mal der Bach nicht so tief und Stein kützelt im Popo. Das ist natürlich, mit dem muss man halt rechnen. Aber weil man sich dann halt eben dem hingibt, ist es eben auch so, dass man dann weniger Trigger erschafft. Und
gerade die sehr stark einen Rebell in sich drin haben, also ich kann dort die Hand heben, du siehst mich zwar nicht, aber ich habe es zum Beispiel in der Handanalyse drin, der Rebell. Und die Rebellen haben sowieso immer so ein bisschen das Gefühl, ich muss jetzt so ein eigenes Konzept erschaffen, ich muss jetzt gegen den Strom schwimmen, weil ich will ja nicht so sein wie alle anderen oder irgendwie so. Die sind sowieso immer die gerne so ein bisschen in dem Bach drinnen stehen bleiben und gern, also für die ist das fast schon meditativ, wenn sie einen Widerstand spüren. Aber was daraus resultiert, ist natürlich auch der Widerstand im Leben, oder? Und dort darf man sich einfach hingeben. Also du bist gleich noch einzigartig, du kannst gleich immer noch deinen Flow nehmen, ohne dass du in das rebellisch sein musst hineingehen. Ich habe das auch lernen. Ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn ich in diesem Fall mit dem Strom schwimme, dann bin ich nachher, bleibe ich mir wie selber nicht treu, weil ich bin ein Rebell, also ja, aber das hat ja dann quasi mit dem gesellschaftlichen Strom zu tun. Das ist schon etwas ganz anderes, als wenn man seinen eigenen Lebensbach oder Lebensfluss anschaut, weil dann tauchst du noch mehr in, ich sage jetzt, in deine Individualität, weil du dich ja treiben lässt und mit deinen Energien halt wirklich den Weg gehst. Und das ist wirklich sehr, sehr speziell. Das habe ich lange nicht geschnallt. Also vor allem die ja, da draussen sind und auch so Portionen Rebell in sich drin haben. Du bleibst also immer noch individuell und kannst dein eigenes Ding machen, wenn du dich deinem eigenen Lebensfluss hingibst. Und vor allem noch umso mehr, weil er ist dann halt einfach freier. Genau. Ja, mega, mega spannend. Also, es kommt einiges auf uns zu und ich freue mich aber auch, dass ich habe auch darauf geplant, dass die Einzerenergie kommt. Und was eben auch noch sehr spannend ist, dass genau in dieser Einzerenergie und mit allen anderen Zeitqualitäten, die wir haben, ob wir jetzt astrologisch schauen, im Human Design und so weiter und so fort, Numerologie, dass dort auch ganz ein grosses Thema aufkommt. Und das ist, und da habe ich wirklich ein bisschen lachen, weil, ich weiss nicht, hast du mitbekommen, ich kann gerade Ende Dezember habe ich meinen Sensitiv-Shift bei Academy rausgebracht. Also ich habe den Startschuss gemacht mit dem ersten Online-Programm und da freue ich mich richtig. Und dort geht es darum, dass all die natürlich sensitiv sind, nochmal in einen Shift hineinkommen, weil sensitiv ist natürlich mit Hellsinn verknüpft, gell? Und man fühlt viel mehr, sieht viel mehr, nimmt viel wahr, manchmal ist man überfordert und es ist unglaublich chaotisch und vor allem viel von Ängsten geprägt oder von Angst getrieben, was natürlich auch nicht so toll ist. Und in dem Sensitiv-Shift nehme ich halt wirklich die Leute mit in einen Prozess, dass sie einfach auch nochmal die Sensitivität besser leben können, nochmal besser mit den Ressourcen umgehen. Es sei gesagt, dass man keine goldige Kopfnuss bekommt. Das gibt's natürlich nicht. Also es ist halt wirklich ein Programm, wo man Schritt für Schritt geht, einmal mit einem Thema, wie kann man so schön sagen, ein paar Tage schwanger geht, mal reinfühlt, Tagesreflexionen macht, wirklich mit sich selber wieder in Kontakt kommt und auch Spiegelübungen macht, weil so kann man es am besten lernen. So, also, ich habe das rausgebracht und jetzt zu dem, warum dass ich lachen musste, und zwar über Neujahrsnacht habe ich plötzlich angezeigt bekommen, dass im YouTube ein neues Video draussen ist von einer Astrologin, wo sie explizit über die Sensitivität redet. Dass das extrem relevant wird in
in den nächsten Jahren und dass viele halt jetzt vor allem dort, ich sage jetzt mal, fast schon reingeschmissen werden, vor allem die vielleicht noch nichts am Hut haben mit dem, plötzlich auch spüren, ich schmecke plötzlich etwas, ich rieche etwas oder ich höre etwas, was gar nicht möglich ist, oder ich nehme etwas wahr in der Hellsinn oder im Hellwissen. Also sehr, sehr interessant und auch noch ganz lustig, etwas erwähnt sie, wo ich der Frau Freigeist auch schon gesagt habe, und zwar, dass eine Kehrtwende wird kommen, wo wirklich die Leute anfangen zu spinnen. Also ich will jetzt keine Angst machen, ich tue jetzt das auch noch erklären. Und zwar, weil halt einfach die Energie so stark mitschwingt, dass das Sensitive im Mensch so einmal eröffnet wird, auch im Kollektiven, dass viele nicht damit umgehen können, vor allem Leute, die vielleicht nie Berührungspunkte mit dem hatten. Oder? Also, eher rational durchs Leben durchgegangen sind, mit dem gar nichts anfangen können oder sagen, an das musst du glauben. Und plötzlich werden sie auch selber in so Momente hinein, ich sage jetzt, geworfen. Und das kann dann natürlich sein, dass die Leute anfangen, wie durchdrehen, weil sie das Gefühl haben, das kann so nicht sein, jetzt bin ich vielleicht, jetzt stimmt etwas mit meinem Kopf nicht, vielleicht ist da etwas neurologisch nicht gut. Und das wird natürlich auch der Punkt sein, dass es viele Leute gibt, die nachher in Kliniken gehen. Und das Schlimme ist ja dann dabei, nicht, weil etwas neurologisch oder weil sie krank sind oder was auch immer, irgendetwas nicht mit ihnen stimmt, sondern weil sie einfach mega sensitiv sind und so viel wahrnehmen. Und das gehört halt einfach dazu. Ja, für mich gehört es dazu. Ich würde jetzt sagen, für Frau Freigeist, das darf ich sicher so sagen, natürlich auch. Vor allem, wenn es um die Alchemie sowieso geht, geht es weit daraus über das physische Spiel, das wir hier kennen. Oder wie Freigeist und ich immer so schön sagen, die Realität ist halt schon Illusion. Das trifft es eigentlich auch sehr gut. Und ja, also es ist wirklich sehr, sehr spannend. Und da ist wirklich eine neue Zeit eingeläutet worden und es wird alles noch intensiver. Und ich kann nur von mir sagen, ich habe das schon letztes Jahr gemerkt. Anfangsjahr ist wirklich so gewesen, dass sich gewisse Sachen neu eröffnet haben. Und ich tue mich hier jetzt outen. Ich habe in der Handanalyse bin ich in der Berufung spirituelle Lehrerin und nein, ich bin kein Guru und ich bin auch nicht allwissend. Ich weiß viel und gleich weiß ich nichts und trotzdem bin ich allwissend, aber das trifft ja zu jedem Mensch, zu allen da draussen. Und ich bin natürlich mit dieser Welt extrem gekoppelt. Also alles, was mit spiritueller Welt zu tun hat oder hören und sehen und schmecken und fühlen und wissen. Und das ist aber an einen Punkt gekommen, wo ich wirklich in einem Shift, den ich letztes Jahr gemacht habe, ganz, ganz intensiv im 2024 im August habe ich mich einem ganz grossen Thema angenommen und das ist meine Geburtswunde gewesen. Also ich habe schon immer gewusst, dass ich mich dem annehmen darf, aber ich habe auch immer gewusst, dass ich noch nicht so weit bin. Und auch hier vielleicht ein kleiner Appell. Man muss nicht mit dem Kopf durch die Wand. Man darf sich wirklich auch selber eingestehen, auch wenn man vielleicht etwas einmal weiss, okay, das hätte eigentlich noch einen Bedarf zum Shiften, zum Transformieren. Wenn du spürst, dass du einfach hinten und vorne nicht so weit bist. Und ich meine jetzt nicht, weil man gar keinen Bock drauf hat, sondern einfach mit deiner Energie oder mit deinem Wesen, dann los. Behalt's auf dem Schirm, park es und nimm's führen, wenn es so weit ist, weil es kommen einmal Zeichen. Es kommen wirklich Zeichen und da merkt man, okay, jetzt ist es so weit. Und bei mir ist eben auch ein Zeichen gekommen.
Und dort war ganz klar, okay, also noch deutlicher hätte es nicht können sein, jetzt sollst du dich dem annehmen. Und ich habe mich meiner Geburtswunde angenommen. Und das hat ganz, ganz viel mit Sterbensenergie zu tun. Ist auch nicht ohne, das wird mich auch noch weiterhin begleiten im 2026. Das ist ein langer Prozess, wo jetzt ja auch schon, könnte man dann sagen, 1,5 Jahre läuft. Und in dem Prozess in 2025 habe ich wirklich Momente gehabt, wenn ich auch das Gefühl hatte, Scheibenkleister spinne ich jetzt. Obwohl ich ja das seit Kind an habe und das ja lebe und das gehört für mich absolut in den Alltag. Also für mich gibt es das nicht so, dass ich bin jetzt mache jetzt meinen physischen Tagesplan als Mensch und dann am Abend widme ich meiner Berufung oder der spirituellen Welt. Also das fließt ineinander rein. Es braucht beides. Also es ist nicht nur einlastig. Aber dort habe ich wirklich das Gefühl gehabt, hey, also ich weiss nicht, aber vielleicht würde ich jetzt ein bisschen balla. Und habe natürlich immer ein gutes Backup gehabt mit der Frau Freigeist, wo man natürlich auch reflektieren und hat können schauen, okay, und da habe ich auch gemerkt, wow, das sind einfach ganz, ganz andere Energien zur Verfügung. Es geht irgendwie alles nochmal mehr auf, was Sensitivität und Wahrnehmung zu tun hat. Also wirklich, wirklich krass. Und also ich habe, glaube wöchentlich, ich würde sagen, 5, 6, 7 Mal habe ich, es hat sicher auch Wochen gegeben, wo ich es 10 Mal gesagt habe. Ja, der Frau Freigeist, hey, ich glaube, ich spinne. Ich glaube, das jetzt, ja. Und lustigerweise ist es aber bei ihr auch so gewesen. Also sie hat auch so Momente gehabt, die so intensiv in der Wahrnehmung waren, wo man das Gefühl hat, wow, also jetzt ist, glaube der Schuss abgegangen. Da. Jetzt, ja, stimmt da irgendetwas nicht mehr. Und ja, auch dort sieht man wieder, gerade weil wir jetzt im 2026 sehr stark die Energie von dieser Sensitivität zur Verfügung haben, ist natürlich klar, dass das nicht erst ab 2026 läuft. Also je nachdem, die einen Leute merken es schon vorher, die einen Leute bekommen es eher ein bisschen später. Es fängt nicht erst dann an, wie auch nicht die Einser-Energie genau im Neujahrsabend am 00-Punkt, was auch immer, anfängt. Also das überlagert sich zum Teil oder verschiebt sich und man kann sich das so vorstellen, die Energien, die sind ja schon am Kommen, oder? Die sind ja nicht einfach blub da, sondern die bahnen sich langsam an und je nachdem, wie deine Energieressourcen sind, spürt man das halt schon, auch wenn es vielleicht 5000 Kilometer nah entfernt sind. Das ist mit dem Mond auch so. Ich glaube, das ist eines der besten Beispiele. Das sagen ja auch viele, weisst, bei Vollmond, Nacht oder Neumond, kann ich im Fall super schlafen, aber 2 Tage davor oder die Nacht davor, oder 3 Tage davor, dort kann ich nicht schlafen, dort merke ich es nicht. Und das ist genau das Prinzip, weil die Energie, die ist nicht einfach schwupptot, die kommt ja langsam und je nachdem nimmst du die halt in deinem Schwingungsfeld halt schon wahr. Ja, und da habe ich einfach so lachen, als ich dann gesehen habe, so lustig, jetzt habe ich vor ein paar Tagen der Sensitiv-Shift rausgebracht und jetzt sehe ich hier, wenn eine Astrologin von dieser sensitiven Energie redet, weil ich kann es jetzt nicht mehr genau wiedergeben, aber es geht dort wirklich um eine Konstellation, wo halt genau das einläutet. Also ja, also es ist so interessant. Und dort auch wieder könnte man jetzt sagen, okay, gut, als Lehrerin habe ich das wahrscheinlich schon vorher gespürt, was es braucht, wo vielleicht Menschen etwas an die Hand bekommen, wo sie weiterbringt, wo sie shiften können. Und das ist natürlich, es hat auch lange gebraucht, bis ich das Ganze, natürlich das Programm beieinander hatte. Und dann Ende August, kann ich sagen, guten Morgen, ja. Ende Dezember bringst du das raus und puff,
dann siehst eine Woche, 2 später, siehst, dass eine Astrologin genau das Thema aufgreift. Unglaublich spannend. Aber ja, ich würde sagen, wir gehen mal eins weiter und ja, schauen wir mal, was da noch weiteres kommt. Mach doch einfach aus dem Shit Happens ein Shift Happens. Wie wäre das? Finde ich gut. Besser als verschissen durchs Leben durchzugehen. Ja, besser als verschissen durchs Leben durchzugehen oder halt eben im Bach stehen und Widerstand haben. Ja, das wäre mal mein erster Shift-Tipp. Und zwar, probier's einfach einmal und es ist im Fall okay, wenn es nicht immer gelingt. Es ist alles ein Prozess, um dich einfach dem Lebensfluss hinzugeben. Und das bedarf natürlich auch sich Ängste stellen, weil man Kontrolle abgibt oder so die Waschmaschinengänge, wo man dann im Kopf meistens sehen mit ja, aber was wäre wenn und was ist wenn denn das, dass man das einfach mal auf die Seite räumt und sich dem hingibt. Und ich glaube, was auch noch ganz, ganz wichtig ist und was ich vor allem aus dem letzten Jahr rausgenommen habe, ist, sich erlauben zu versagen. Sich erlauben zu scheitern, sich erlauben, einen Misserfolg zu haben. Das ist wirklich etwas, was in mir ganz, ganz viel freigesetzt hat. Und zwar, wir haben immer den Leistungsdruck. Wir wollen jedem und allen gefallen. Wir wollen immer alles perfekt haben. Wir wollen, ja, es ist halt typisch Schweizer kariertes Denken und Erziehungsmodell. Wir wollen immer gut dastehen. Sogar wenn es uns nicht gut geht. Und ich glaube, das kennt jeder. Ich glaube, da kann niemand sagen, nein, das kenne ich nicht. Weil wie viel Mal lügen wir nur schon und sind nicht ehrlich, wenn uns die Leute fragen, wie geht's dir, oder? Und das hat in mir ganz, ganz viel gemacht, indem dass ich gesagt habe, hey, ich erlaube mir das. Ich erlaube mir, vielleicht mal an etwas zu scheitern. Ich erlaube mir, dass es im ersten Mal nicht gelingt. Ich erlaube mir, dass vielleicht etwas nicht so gut rauskommt. Weil durch das geht man halt in eine ganz andere Energie. Man nimmt sich den Druck raus, also das heisst, man steht nicht im eigenen Lebensfluss. Man nimmt sich dort den Druck raus und gibt sich halt wirklich dem Lebensfluss hin. Und es passiert dann eben auch etwas. Weil, wenn man sich das erlaubt, dann schaut man plötzlich das, was passiert, was vielleicht nicht immer gerade so rosig ist, schaut man halt wirklich als Bereicherung, als Erfahrung, auch wenn es vielleicht einmal schmerzhaft ist oder drückt oder zwickt oder wie auch immer. Man geht mit einer ganz anderen Energie dahinter. Weil wir haben, also das ist wirklich so krass, der Leistungsdruck. Und ich glaube, die gerade auch noch selbstständig sind, merken das noch mal mehr, dass man immer das Gefühl hat, das muss alles perfekt sein. Aber das Unperfekte ist ja auch menschlich. Und genau das macht sie aus. Also, wir brauchen ja auch Erfahrungen. Oder? Wir brauchen Erfahrungen. Und wenn wir uns erlauben, eben auch einmal, dass etwas nicht so gelingt, oder dass wir 2 oder 3 Anläufe brauchen, dann gehst du so in eine andere Frequenz, dass dann eben, auch wenn etwas kommt, ein Misserfolg, nimmst du ganz anders an, oder? Man ist dann dort einfach nicht mehr so blockiert. Dann der nächste Shift Happens Impuls, den ich habe, ist Vertrauen. Weil ich glaube, das ist eines der harzigsten Themen bei mir im 2025. Und ins Vertrauen gehen. Ich meine jetzt nicht ins Vertrauen, ich rede mir alles schön und alles ist fein, sondern auch selber sich wieder zu vertrauen. Also die Stärke, wo man in sich drin hat. Halt auch wieder einmal zu sehen. Also das hat ja auch mit Vertrauen zu tun. Gerade wenn es schwierige Zeiten sind oder herausfordernde, ich sage jetzt Meisterschaften, wo man darf
machen, erleben, Erfahrung sammeln, dann ist es immer so, dass man das Gefühl hat, man kann das ja gar nicht. Also, und dort wirklich auch wieder ins eigene Vertrauen kommen, auch wieder mal zu sehen, wie viel das in einem innen wohnt, an Ressourcen. Und sich natürlich auch mit dem Lebensfluss, sorry, ich sage halt tausendmal der Lebensfluss, aber es trifft es halt eben so gut, auch dort ins Vertrauen zu kommen. Weil je mehr wir vertrauen in uns selber und im Prozess, desto weniger Widerstand gibt es halt einfach. Und wenn ein Widerstand kommt, dann bist du im Vertrauen, dass es für dich etwas Positives ist. Also ich hoffe, du kannst mir folgen. Dass es nicht da ist, um dich zu bestrafen, weil ja du nicht gut bist oder schlecht bist oder ein Versager bist oder was auch immer, sondern weil es halt einfach deinem Prozess dienlich ist, zum grösser werden, zum Potenzial auszuschöpfen. Genau. Weil dort schwingt natürlich das Resonanzfeld extrem mit. Also je mehr, und das ist ja klar, je stabiler wir sind, desto besser kannst du deinen Weg laufen. Das ist ganz simpel. Und je instabiler das du bist, desto weniger gut kannst du den Weg gehen. Ich meine, mit einem gebrochenen Bein läuft sich dann halt eben, wenn man es jetzt so versinnbildlichen müsste, mit einem gebrochenen Bein läuft sich dann das halt eben schon schwieriger. Vielleicht braucht man einen Rollstuhl, man muss ihn selber anschieben, es ist strenger. Und wenn man natürlich in eine gewisse Stabilität kommt und einfach auch im Vertrauen ist, in sich selber und im Prozess, dann sieht das plötzlich anders aus. Dann schmeißt du vielleicht genau symbolisch den Rollstuhl weg, nimmst den Gips weg und sagst, okay, Schritt für Schritt, in meinem Tempo, eins ums andere, ich bin im Vertrauen, ich kann das, ich habe die Kraft. Das ist einmal etwas, wir zweifeln so oft an uns selber, an unserer Kraft, derweil wir haben so viele Energieressourcen zur Verfügung und ja, ich meine, man steht auch jeden Tag auf. Für uns ist das vielleicht nicht so bedeutend, wenn wir am Morgen die Augen öffnen, aufstehen und uns anlegen, weil es halt einfach, ja, es ist halt routiniert und es ist dann halt einfach so. Aber auch das braucht Kraft und das machst du auch jeden Tag. Also, ja, einfach so als Vergleich. Und dann natürlich, ja, der Sensitive Shift. Ich würde mich natürlich mega freuen, wenn du mit mir den Shift machst. Der ist zeitunabhängig, vor allem wenn du wirklich sehr, sehr feinspürig bist, in deiner Wahrnehmung, in deinem Hellsinn, in deinem Hellwissen. Also, eben, es ist an den Hellsinn verknüpft und ich selber habe dort auch über Jahre einen riesen Shift gemacht. Ich erzähle dort auch noch so ein bisschen, wenn du auf Academy gehst, in unsere Online-Academy und auf Sensitive Shift gehst, erzähle ich dort auch. Ich habe noch ein Video drin, falls du mal reinhören willst, wie so ein bisschen mein Shift war und was da alles so ein bisschen passiert ist. Genau. Und das ist, ich hätte vieles gern früher gewusst oder vieles gern schon früher gemacht, aber es ist für mich nicht möglich gewesen. Ich sage jetzt mal so, ich bin ein 80er-Kind und ja, Internet, gell, in Teenagerzeit Luxusgut und die Bücher, die man bekommen hat, ja, sind viele auch kontraproduktiv gewesen. Und mit Ausprobieren, mit diesen Büchern und so, habe ich dann, ja, ist mehr schlecht als recht gewesen und hat eigentlich andere Baustellen aufgeworfen. Aber was sicher am meisten geholfen hat, ist sicher mal die Reiki-Ausbildung, die ich gemacht habe. Und was es dann auf ein ganz anderes Level gehoben hat, ist natürlich die Schamanenausbildung. Und ich bin immer noch dankbar, dass ich das so jung gemacht habe, also anfangs 20. Hätte ich das später gemacht, wäre ich wahrscheinlich immer noch am Rumdümpeln mit meinem Sensitive Shift. Und heute ist halt schon cool zu sehen, gell, es kann, blöd gesagt, kann die Hölle über mich einbrechen, jetzt was das Sensitive anbelangt. Und ich stand immer noch dort. Da kann ich vielleicht auch noch ausholen. Und zwar hatte ich mal einen ganz spannenden Moment gehabt. Und zwar bin ich schlafen gegangen. Das war jetzt etwa vor 4 oder 5 Jahren. Ich bin schlafen gegangen. Und
habe gemerkt, plötzlich jemand steht im Raum, ich habe rübergeschaut, der Nonne steht dort und ja, der eine krügelt jetzt wahrscheinlich die Zechennägel, weil Nonne den Kopf verbindet, das gerade so, ja, ich meine, viele Horrorfilme und so sind mit Nonnen oder was auch immer. Und dann leitet sich natürlich im Hintergrund noch irgendeine so eine Horrormusik her und plötzlich ist sie blutrünstig, blutverschmiert mit einem Messer oder so. Aber das ist ja nicht so. Also das sind eben, wenn man dort noch in dem Sensitivschiff drin steckt, dann ist man dort noch so ein bisschen geplagt und hat Angst und denkt, oh mein Gott, das ist eine Nonne und jetzt holt sie mich oder was auch immer. Ja, und ich habe sie dann angeschaut und habe gefunden, hey, morgen denn, ich will jetzt wirklich schlafen, habe mich umgedreht und habe geschlafen. Und ich habe dann das am nächsten Tag meinem Mitbewohner erzählt und der hat mich mit grossen Augen angeschaut und gefunden, heilige Scheiße, wenn das bei mir passiert wäre, ich hätte bei dir Sturm geklopft. Ich hätte bei dir Sturm geklopft und hätte darauf beharrt, dass ich in deinem Zimmer irgendwo schlafen darf, weil ich hätte kein Auge mehr zutun. Und ja, früher wäre das bei mir auch so gewesen, heute aber nicht mehr. Und das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen. Und ja, also falls du dich genau gerade auch mit so Themen beschäftigst und dich manchmal ausgelaugt fühlst oder nicht weisst, Scheiße, was fühle ich überhaupt? Ist jetzt das Gefühl vom anderen? Ist das das Gefühl von mir? Oder du nimmst vielleicht auch körperliche Beschwerden von Menschen, nimmst du wahr, dann ist das natürlich ganz, ganz ein tolles Tool mit dem Sensitiv-Shift, um einfach auch wieder mal lernen, den Raum halten oder auch mal lernen, Schutz ist so ziemlich das Blödsinnigste, was man machen kann. Mein Slogan ist, kein Schutz ist der beste Schutz, weil man dann halt eben das Ganze in der Tiefe behandelt und nicht eine Oberflächenbehandlung macht. Oder eine Wurzelbehandlung und keine Zahnversiegelung. Genau. Ja, das wäre so mein Impuls dazu. Würde mich mega freuen, wenn wir uns im Sensitiv-Shift sehen. Ist jetzt online auf elcademy.ch. Und ja, wir kommen noch in die letzte Sequenz und da starten wir gerade einmal. Hey, für was bist du eigentlich dankbar? Ich bin dankbar für Schleichwerbung, weil durch das kann ich jetzt sagen, Shift happens. Woo! Ja, Dankbarkeit. Wow, habe ich auch mega gelernt. Im 2025, also ich bin schon immer ein dankbares gewesen, wegen Seben, bin auch einfach gestrickt. Aber mit dem Geburtswundenprozess, den ich hier gemacht habe, wo viel mit Sterben zu tun hat, wortwörtlich mit Sterben, ja, hat es schon alles noch mal ein bisschen mehr in die Dankbarkeit hineingebracht. Man sieht wirklich die Sachen ein bisschen anders, neuer. Und ich glaube, der beste Vergleich dort drin ist für mich, stell dir mal vor, du weisst, du kannst jetzt zum Beispiel, das ist nur ein Beispiel, gell? Einfach um so ein bisschen die Energie erklären. Du weisst, du hast jetzt nur einen Tag oder eine Woche zu leben. Ich meine, dann bist du so dankbar über die Menschen, die du hast. Du bist so dankbar über schöne Momente. Man schätzt, also es klingt jetzt ein bisschen blöd, aber man schätzt plötzlich kleine Sachen, wo man vielleicht vorher als Selbstverständlichkeit angeschaut hat. Und es klingt jetzt sehr blöd, aber ich bin dankbar für meine Dankbarkeit, wo ich nochmal ganz anders haben dürfen spüren durch den intensiven Prozess, wo ich gelaufen bin und noch weiterlaufen werde, weil der Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Weil eben, wir schauen so vieles als selbstverständlich an. Wenn man vielleicht sonst schon ein sehr dankbarer Mensch ist, aber eben, wenn man sich dann vorstellt, ey, morgen ist vielleicht das Leben vorbei, dann wirst du einmal dankbar für alles. Du wirst dankbar für jede Minute, für jede Sekunde. Du wirst dankbar, vielleicht sogar über die Menschen, die dich sogar genervt haben, weil plötzlich kannst du darüber lachen und musst sagen, ja, irgendwie bin ich dankbar darum, weil ich habe ja auch dort etwas daraus rausnehmen und es hat mich grösser oder reifer oder was auch immer gemacht. Und jemand, der nervt, kann ja genau gleich lebenswert sein. Also, genau. Es ist wirklich mega, mega spannend. Also, wenn man das einmal so in Vergleich bringt, ja,
Ich bin wirklich dankbar für meine Dankbarkeit, wo ich nämlich viel mehr haben dürfen schärfen, haben dürfen sensibilisieren und haben dürfen so erkennen, wo ich heute nicht mehr als selbstverständlich anschauen. Hat vielleicht auch noch damit zu tun, ich schaue mega viel oder gern so Outdoor-Sachen oder Leute, die Experimente machen, autark irgendwie, keine Ahnung, mit Selbstverpfleger 100 Tage draussen sein und so und in den schwersten Bedingungen. Und wenn man so Sachen sieht, merkt man auch wieder, wow, der hat kein fließendes Wasser, wow, der hat keine Dusche, der muss jetzt im Winter ins Eiskalte, wirklich ins Eiswasser sich waschen. Man hat nicht einfach Strom, wenn man kochen will, muss er den Herd anführen. Also das sind alles so Sachen, wenn du auch so Zeug schaust, dann spürt man halt eben auch wieder mehr, wow, es ist einfach so nicht selbstverständlich, dass wir den Wasserhahn oft drehen können und es kommt einfach Wasser. Oder wir haben einfach Strom. Oder wir müssen nicht, wie jetzt der hier 100 Tage Ding gemacht hat, aufs WC draussen irgendwo in den Wald rein, sondern wir dürfen aufs Porzellaneli. Also es sind halt alles so Sachen und ich habe das wirklich mehr zu schätzen gelernt und nämlich viel mehr in die Dankbarkeit hineinkommen. Weil bisher haben wir ja hier in dieser Dankbarkeitsding immer geredet, von was sind wir dankbar. Aber wir haben ja nie darüber geredet, dass wir dankbar sind für Dankbarkeit. Und somit eröffne ich das mit dem. Genau. Ja, und ich hoffe, ich konnte dir hier etwas mitgeben, jetzt gerade für den Startschuss 2026. Und ich hoffe auch, dass du wirklich im 2026 die Einzelenergie kannst nutzen, nicht gegen den Strom schwimmst, dich dem Strom kannst hingeben, mehr Vertrauen zu dir kommt und Vertrauen im Prozess. Und auch dankbar bist für die kleinen Sachen. Und ja, vielleicht sehen wir uns im Sensitiv-Shift. Das würde mich mega, mega freuen. Und bis dahin wünsche ich dir ganz eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.